Willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. Wir lauten die parlamentarisch Rentree an und ich begrüße euch ganz herzlich an unserem fuschneuen Studio. An hier sind als Haupttiteln von dieser Sendung. Wenn es darüber geht, so hat die ADR als Freiheiten noch immer verteidigt, auch draußen ganz rezent auf der Protestmanif am Kader von der offiziellen Infoversammlung über die Verfassungsreform. Es geht durch. Ein Doktor aus der Stadt kritisiert Justiz ganz scharf. Das findet seiner Perquisition aus seiner Praxis am Kader von den sanitären Mesuren und der Parquet geht der Reproche von einer Violation vom Secret Medical. Flotte Familiefest Schöw op der Musel mat de paar 100 Membren ass nees deitlich ginn, dat Leiit Frau mat ihrer Partei sinn. Schon zenter iwwer 30 Joer scheit déi sech nie fir de Fanger an d'Wonn ze lehen. Einer gräser Themen an deser gut gefüllter Edition sind Reaktion vom Fraktionspräsident op d'Triet zur La vun der Nation vom Staatsminister, grad wie eng Impfro bei Jonke Leiit, iwwer Maskepflicht an de Schulen, an d'Ukënnechung vom Minister fir eng Schautpflicht bis 18 Joer. Guckt net wäsch eng Verfassungsreform nimmen durch ein Volksreferendum. Das wichtigste Uleiers hat die Alternativdemokratische Reformpartei schon 2018 an ihrem Wahlprogramm stohlen. Auch die 4 größten politischen Parteien am Land hatten ein Referendum versprochen. Man wollen ganz am Gegensatz zu der ADR nicht mehr von ihrem Wahlversprechen wissen. Es geht aber hier um die Revision vom wichtigsten Gesetz vom Land. Eine Reform, die über Jahren 100 Zonen Dieren ausgeschafft ging, ohne die Gesellschaft mit anzubannen. Recht lo, wo den ersten Teil von der Reform an den nächsten Tag für eine erste Kehr an der Chambre aufgestimmt wird, als kurz für den 8. Oktober eine erste Infoversammlung für die Bürger am Tram Schap aufgehalten ging, mit parallel einem Protestpiquet von der ADR 400 Dier. Der Chamberpräsident an einer Politiker von der Majorität hatte kein einfacher Stand, wie sie Lampertsbierg empfangen gesehen. Duleies von den rund 100 Bürger, die sich dem Protest von der ADR angeschlossen haben, war klar und deutlich. Das ist einfach nicht akzeptabel, dass die Reputation von der Politik auf das Spiel gesetzt wird von Parteien wie CSV, DP, LSAP und die Grünen. Versprach als Versprach. Wird nicht gebracht. Ich meine, wir haben das heute noch nie erlebt. Und es wäre gut, dass wir für die Jungen stehen und für die Zukunft. Ich verstehe noch nicht den Weg am Anfang von einer CSV für eine allgemeine Oppositionspartei. Anfangen sie so, da in die Wünsche mal drunter zu hängen, ohne Wenn und Aber. Und ich fand einfach auch die ganze Brachalität, also die Brutalität, mit der das nur muss durchgedrückt gehen, zu einem Zeitpunkt, wo dem ganz anderen Thema soll gehen, fand ich eine ganz komische Umgehensweise, wie das heute präsentiert wird. D'Exkus fir kein Volksreferendum mehr zu machen, weil die Verfassungsreform auf 4 Gesetzprojekten abgedeelt gouf, ist nicht kredibel. Das ist fadenscheinig, weil sie können ja dezidieren, dass sie dann ein Referendum machen, wo sie 4 vorstellen. Ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil, vierten Teil. Und da kann jeder aufstimmen, ob er mit dem ersten Paragraph verstanden hat, mit dem zweiten, mit dem dritten und mit dem vierten. Und dann zählen wir aus. Und da sehen wir, ob sie alle über 50% kriegen. Den Herr Karteiser hat ja auch an der Pressekonferenz eben erklärt, wenn man zum Beispiel von einem klimatischen Politik ausgehen. Du hast ja ganz klar eben erklärt, dass eben die Politiken können als Grundprinzipien, als Grundrechte limitieren. Und du stellst nicht mal einfach zum Beispiel froh, wo fängt das an, wo hält das ab? Wenn wir von einem Klimabudget schwatzen, hier steht, dass wir kein Diesel, kein Benzin mehr dürfen fahren, hier steht, dass wir kein Schultransport mehr kriegen, hier steht, dass wir kein Fleisch mehr dürfen essen. Wo hast du machst du Manöver? Das ist einfach zu was für so ein Prinzip ranzufeiern und nicht genug Erklärungen darüber zu geben. Bannen als die Infoversammlung du lanciert gin, mat de Vertreter vun all de Parteien, die an der Chamber vertruede sind. Es gibt
Am Lewe vun enger Nationun gëtt so a Bläcker zu Rendevousen, die net der verpassen. Verschiedene vun neis opgerufen als Verantwortung zu überhole fir d Land, an Schmeng mir sinnlo an so engmer Blick. Mir hulo eng gros Verfassungsrevision Dutsche heieren Kollegien hunn Stadt firstalt, dat betrifft praktisch alles, wat der Verfassung steht, d'Institutionen, de Grand Duc, Trächter, mün eng riesig, eng gros, eng substanziell Verfassungsrevision, an wir mussten all Verantwortung hole fir dat wat Lohai proposéiert gëtt. Et fährt Lewe vun aus dem Land, iwwer die nächsten Jahrzehnten machgeieren. Du doch gesinn an den Moment, die man hanner da ist an der COVID-Krise, wie einfach das für den Staat an Grundrechte von den Leuten anzugreifen, an eine Methodekrise, abbausen eine Methodekrise. Haut göllen nach Restriktionen an ihrem Privatleben, Liberté de Commerce war angeschränkt. Und wenn er sieht, wie einfach das an dieser Verfassung ist, als umso mehr wichtig für aufzupassen, wer dann die nächste Verfassung rackend. Als Freiheiten sind ein wesentliches Element von unserer Gesellschaft. De Montesquieu hat gesagt, das ist ein französischer Rechtsphilosoph en 17. Anfang 18. Jahrhundert, den hat gesagt, es geht in einer Verfassung nimme man einer ganz ziderischer Hand, aus Respekt für das, was den du möchtest. Weil es da so wichtig, so fundamental, so zentral, dass den das nicht leichtfrankisch kann machen, und wirklich muss ganz genau wissen, was das ist. Natürlich ist das viel Gutes an dieser neuen Verfassung. Vieles wird mir als AD auch gegen Matron, und aber haben wir eine ganz Reihe Kritiken. Die erste an eine ganz wichtige Kritik als Prozedur vom Unholen. Wir hatten am Wahlkampf 2018 die 4 Parteien, der hier Vertreter Lohai geschwärzt haben, versprach, ein Referendum zu machen, für die Verfassung unzuholen. Bartolomeo hat gesagt, am Anfang, sie hatten an die Verfassung geschrieben, dass Souveränität beim Volk ist. Da merkt es. Merkt das Referendum, den versprochen hat, wir sind nicht damit d'accord, dass den nicht könnt, weil wir gesehen daran einen Betrug vom Wähler, es ist eine Sache von politischer Kultur, wenn ein Referendum verspricht, dann hält den das und mischt den. Dann an der Substanz zum Kontinu. Da muss man sagen, dass wir auch nicht zufrieden sind mit dem, was wir hier gesehen haben. Die Verfassung als DAX heteroklit, ein bisschen inkohärent, weil sie viele gute Ideen an internationale Rechtsinstrumente geholt gehen, das sind Rechtsinstrumente von hohem Wert, eine europäische Charta von den Menschenrechten, viele Konventionen, die europäische Charta von den Menschenrechten von der Europäischen Union und so weiter, viele Instrumente. Und das geht heute zusammen gedrohen, ein bisschen der Konkurs von den guten Ideen an viel DAX und der interner Kohärenz. Et gouf kaum Konsultationen. Ha gëtt so dat Bild vermittelt, als wär mat der Uni viel geschafft gin firschläit, dat vor Seminär vun engem Dach. De Referendum 2015 wiss man wie en ausgangen ass, dat wurden 3 Froen an Sinn an der Konstitution der soviel, die musste gestalt gin. Sie ass unpräzis. Ech gi just 2 Beispieler. Eng Disposition Artikel 31.2 ich lese nicht so viel, weil kein Mensch versteht sie. Ich habe doch gefragt, Kollege, was sie drinnen verstehen. Bis heute konnte kein eine Antwort geben. Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles. Das ist nicht klar. Ein Gesetzestext, ein Verfassungstext muss präzise sein. Den Dienst Spielmann, der Lützeburger Richter beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hat gesagt, il est inutile d'ajouter des concepts flous à des notions vagues dont l'interprétation juridique n'est pas des plus éclairantes. Das ist genau das, was hier geschieht. Ein anderes Beispiel, die Familie. Hier wird gesagt, an einer neuen Verfassung, l'État veille au respect du droit de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Il est entendu que ce nouveau libellé couvre toutes les définitions du terme famille. Hier steht, dass doch Polygamie erlaubt ist in Zukunft. Tout steht hier, toutes les définitions du terme famille, ohne weitere Präzisionen. Sie ist politisiert. Es sind ganz viele ideologische Sachen dran, die keiner ausländischer Verfassung sind. Zum Beispiel die Notion vom Dereglement Klimatik. Das Klima ist immer dereguliert. Es gibt keine Definition von einer Klimaregel. Aber wir schwätzen an der Verfassung von der Lutte contre le Dereglement Klimatik. Für als Grundrechte, weil wir das Ziel zu erreichen, das gibt ein politisches Staatsziel, der von einer, so heißt das, konstitutionelle Prinzipien angeschränkt gehen, für den Legislateur der Chambre zu erlauben, die Staatsziele zu erreichen. Was das für uns Freiheiten heißt, wissen wir heute nicht. Wir haben eine ganze Reihe Forderungen von der ADR an Ängst. Wir denken, dass der neue Verfassungstext auch viel verpasste Chancen hat, auch an der Justiz zum Beispiel, was den Zugang von den Leuten Verfassungsgericht angeht. Zum Beispiel, wir haben keine Direktdemokratie, es muss ein Gesetz gemacht für ein Referendum, wir werden nicht viel mehr leicht auf Direktdemokratie zurückgreifen. Wir denken, dass das Ausländer Wahlrecht mit diesem Text möglich ist. Da gehen viele außerdem. Wir denken, das ist möglich. Wir denken, dass Monarchie geschwächt wird. Wir denken, dass
Souveränität aufgebaut wird. Wir denken, dass Familie geschwächt wird. Ich gebe just ein Beispiel, was Recht von den Älteren angeht. An der neuen Verfassung steht, dass der Staat, l'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. Von den Älteren geht kein Riet. Der Staat möchte die Erziehung von den Kindern. An der deutschen Verfassung also just das Contraire. Da steht, wir schauen direkt auf Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. An hier geht es der Staat. Dann nach Elechtwurt in Artikel 31 verschwindet, da geht es um den Schutz von den Staatsbeamten, auch das, als selbst wir kritisieren. Ich soll nicht merci. Auch die über 100 Leute am Saal guten Möglichkeit, für Matt zu schwätzen. Ich will dem Herrn Kartheiser auch merci so für sein ganz klar wieder den Abend. Voilà. Ja. Die Herr Politiker, die sieht dem Volk sing Dinger. Und die hat keine Verfassung zu ändern, ohne Volk zu fragen. Ich will wissen, was dir mit Menge kann, will so können wir eine Impfpflicht, dürfen sie ohne Impfung nicht mehr an die Schule. Ich hätte gerne den Abend eine Antwort. Merci. Hai gëtt die Impfpflicht net, an sie gëtt auch net an der Verfassung erméiglegt oder firberät. Und diesem Versprechen vom sozialistischen Politiker als er direkt gezweifelt gehen. Haut wo Stimme so nee, ich traue nicht net. Und ihr könnt ja auch ganz einfach machen, lose Referendum machen und da könnt ihr ja endlich ein Volk schwätzen lassen. Herr Bartolomeo, die hat gesagt, die Verfassung wäre nicht à la va-vite produziert gehen. Das ist ja eigentlich ein Argument für das Referendum. Ich meine, die Frage vom Referendum ist nur 4-mal gestaltet. Wir konnten 4-mal dynamische Antwort. Die Situation nicht geändert. Die Situation ist, dass völlig ihr schreit für ein Referendum. War das darunter nicht zu verstehen? Ich meine, lo waren. Neben dieser Informationsversammlung ist noch just eng Debatte auf Chamber TV über die Reform geplant, das ist lamentabel. Eng richtig Diskussion mat Ech mat de Bierger ass net gewünscht, weil die 4 Parteien, die die neue Verfassung ger hätten, die will jo keine Diskussion, die will noch keine Änderungen méi, die hätte ger dat hier Texter so durchgehen, wie sie geplant hun. Mir von der ADR mir machen dat ernstcht. Mir komme Bayich mit Informationsversammlungen, Diskussionsofen da an all Wahlbezirk, wo der könnt Bayer kommen. An die echt Ofen, die wir organisiert hun, dat war extrem interessant. Das zum Beispiel Flottwitze gesinn, wer Leute sich wirklich interessieren, wer sie in der neue Verfassung auch kastieren. Zum Beispiel die Tatsache, dass an der neuen Verfassung der Staat Rechte von den Älteren überhält und dass sich wirklich froh stellt, was können die Älteren nachher neu, weil ihr kann dezidieren, weil an der neuen Verfassung kriegt der Staat Verantwortung für das Wohl von den Kannern zu sorgen, und von den Älteren geht überhaupt kein Rätsel mehr. Das ist just ein wichtiges Beispiel. Es gibt eine Petition 2007, die sich auch ersetzt für ein Referendum. Die Petition ist keine ADR-Petition. Sie ist nicht von uns lanciert gehen an den Herr, den sie an der Chambre angerichtet hat, also auch kein Member von der ADR. Aber das ist eine Sache, die wir begrüßen, weil die für ein Referendum ist, und die wir auch unterstützen. Und dafür will ich auch das Gelegenheit für ihr zu bitten, auch erst der Petition 2007 zu gehen. Es ist ein Stück Demokratie, was wir gerne hätten. Wir hätten gerne, dass das Wahlversprechen, was 4 Parteien nicht gehen haben, angehalten wird. Es ist ein Teil von politischer Kultur. Wir fordern ein Referendum, und ob die Herr wollt für oder gegen eine neue Verfassung stimmen, das soll an ihren Händen liegen, aber es soll Decision sehen, und dafür treten wir als ADR an. Der Mann, der für die Petition 2007 responsabel ist, freut sich darüber, dass die neidisch 4.500 Unterschriften binnen kurzer Zeit zusammengekommen sind. Der Gerard Konetzny erklärt seine Beweggründe, wie es dazu gekommen ist. Es sind die Petition 2007 lanciert wird. Am Freundeskreis gouf ich op einmal gefragt, wie wat als Stadt gemacht hun. Ma ja, die Antwort die ist ganz einfach. 2018 huet Gambia an der Oppositionspartei CSV versprach, ein Referendum über die neue Verfassung zu machen. Leider hat sich am Laufe der Jahre herausgestellt, dass sie das auf einmal nicht mehr machen wollen. Ich persönlich fand das eine ganz große Sauerei, sind unheimlich enttäuscht von denen. Am Moment haben wir nicht gerade 5000 Stimmen. Das freut mich unheimlich. Der Zuspruch von den Leuten ist immens groß und es merkt den,
das sind Leid ganz viel frohen hun darüber wie wert dass den die Referendum net gehalen gött wat mich ganz besonders aufheiert dat als Reaktion für der CSV die hält jetzt versprechen net wie es kein so richtig viel wert sind net teilen persönlich stünde der CSV relativ no an grad dofir sind ich furchtbar enttäuscht von denen van net so gut fern schockiert an ich hoffe dass hier Parteipräsidenten Herr Wieselach do eng Schöpp beilädt an vielleicht aber mat an die Richtung von einem Referendum geht. Für dat et dem Gesetz no zu engem Referendum kënnt, dofir musssse 5 wahlberechtcht Lützebäuer eng schriftlich Demand und de Staatsminister stellen. Duno mussssen da 25.000 Leute, die d'Lützebäuer Nationalitéit hunn, des Demand fir e Referendum ënnerstützen, an op Gemenge goen fir dat ze erschreiwen. Dat Leiit dadurch elektronisch könne machen, grad wie bei de Chamberpetitionen, dat hat der DR ugangs des Joers am Parlament verlangt. Die Regierung huet awer direkt bekannt gin, dat sie dummer dann net d'accord ass, a wëll dem not Referendumsprozedur so onkamot wie méiglech machen. Wichtig Detail an dieser Sache an einer konkret Punkten an der zukünftiger Verfassung, mit denen der nicht d'accord ist, an do wenn sie das Referendum verlangt, kann Ihnen an dieser kompletter Broschüre nachlesen, weil sie noch einzelne Artikel aus der Verfassungsreform zitiert. Ihr findet das Broschüre als PDF auf unserer Facebook-Seite oder auf rdr.lu. Die könnt Sie aber auch gratis bestellen, am besten über E-Mail auf info@rdr.lu. Ich erinnere dann auch noch an die 4 nächst Informationsversammlungen von der Reformpartei, die vom 19. bis den 22. Oktober queech durch das Land allkeier Erdauer iwwer d'Bün gehen. Da proposieren ich hier kleine Viergeschmack mit einer Reihe Videoclippen, an denen es den Inhalt von der Infobroschüre geht. Den Anfang möchte Roy Reding, dat mam Thema «Wir dich». Als Land steht für eine historische Entscheidung. Eg Neiverfassung soll an der Chamber gestimmt gehen, an nimmen an der Chamber. Die 3 Gambia-Parteien am CSV hunn an ihre Wahlprogramme aber versprach, dat den zweite wird durch Volk selber an einem Referendum soll geschehen. An dat as auch net méi wie normal. De Konstituant, de Verfassungsgeber, as Volk, Nation, an net Chamber. Für wat gin die 4 Parteien lo wurtbrechig, weil sie ganz genau wissen, dat Wähler ihrer neuer Verfassung nicht giffen zustimmen. Sie benutzen hier 2/3 Majorität für eine neue Verfassung durchzubatschen, die ihrer Ideologie gerecht wird, aber sicher nicht dem Lützburger Volkssänger Auffassung entspricht. Nicht nur, dass hier Verfassung zum Teil total inakzeptabel Ideen beinhaltet, ihren Text als auch den von der verpassten Chancen. Also Wahlsystem ist endlich reformiert gehen. Regierungsdecisionen der Krisenzeiten müsste können dem Verfassungsgericht viergelöscht gehen. Überhaupt soll die Möglichkeit, Verfassungsgericht anzurufen, viel mehr offen gehen. Magistratur und Staatsanwaltschaft müsste radikal von denen getrennt gehen. Direktdemokratie über Referendum müssten Schweizer Modell angefordert gehen. Und so weiter und so fort. Aber sie fährten uns, sie fährten Volk. Seit hier im riesigen Echeck 2015, wie bei 80% von den Wählern hingewiesen wird, wo der Bock lacht wird. Wenn sie stur bleiben, hier Wahlversprechen brechen, an die Aufstimmungsmaschine an der Chamber benutzen, für ihre Verfassung abzudrängen, bleibt nach just ewig. 25.000 Wähler können ein Referendum über ihren Text erzwingen. Wird ich. Beim Referendum von 2015 hat Lützebäuer sich mit rund 80% gegen das Wahlrecht ausgeschwert. Lo machen die Gambia-Parteien mit der CSV eine neue Verfassung und es können die Mengen, ja, es müssen die unholen, dass der Wille vom Volk respektiert geht. Aber das ist aber nicht der Fall. An der neuen Verfassung planen sie einen neuen Artikel, 9 bis, den das Wahlrecht ermöglicht. Dort steht: La loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-luxembourgeois. Dort steht also, dass die Ausländer können über den einfachen Gesetz weiter politische Rechte kriegen, wie zum Beispiel das Wahlrecht bei unseren Nationalwahlen. Dabei wäre es ja aber ganz einfach. Sie könnten ohne weiteres dabei schreiben, außer bei Nationalwahlen, so wie 80% im Referendum doch gefordert haben. Für was wollen CSV, DP, LSAP und die Grünen das nicht machen? Mal ganz einfach, weil sie sich ein 100 Jahre wollen ablösen, für das Wahlrecht aber noch ein Kehr anzuführen.
Für die DDR gilt das Prinzip, dass das Nationalwahlrecht muss und nicht bei Nationalität gebunden bleiben, so wie doch bislo immer war. Wir setzen uns an, dass der Willen vom Volk am Referendum von 2015 voll und ganz respektiert muss gehen. Wenn dir auch den demokratischen Willen von den Bürger wird respektiert gesehen, da wird ihr gegen diesen neuen Artikel an der Verfassung. D'Famill ass de Kern vun der Gesellschaft. De versteet se a viele Länder traditionell ënnert dem besonnesche Schutz vum Staat, so och zu Lützeburg. Mat der neuer Verfassung soll dëse Schutz awer deitlich geschwächt an deelweis sogur verfälscht gin. Durch Leihmutterschaft a künstlich Befruchtung duche frieme Spender soll an Zukunft jidereen d'Recht o bekannt kreien. Ganze so, wie war Kanner eng kommerziell Wuwieren, déi en sech à la carte bestelle kann. Die neue Verfassung erméigcht all des Praktiken a versteist mat géint international Obligationune vun eisem Land a besonnech géint Kannerrechtskonvention vun der UNO. DDR setzt de Stofir ganz klar fir e Beibehalen vun dem aktuellen erwichteschen Text an. L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Zu dene Rechter gehéiert och ganz klar, dat ke Mënsch a scho gur ke Kant zu enger Wurdef degradéiert gin. Des Weiteren will die Regierung mit der neuen Verfassung aber auch die Erziehungsrechte von den Eltern weiter beschneiden und ob der Staat überdrohen. Selbstverständlich, ohne dass die Eltern sich dagegen können wehren. Das soll an der neuen Verfassung mit dieser Formulierung festgehalten gehen. L'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et soins nécessaires à son bien-être et son développement. Kein Rätsel mehr von älteren Rechten. Wie eng Wert dat Kanner dobei solle vermittelt kreien, a wéi se Staat mat der Gewissensfreiheit vun den Eltern verdreht, wees ke Mënsch. DDR as strikt géint Substitution vun den Eltern hire Rechter durch de Staat. De Staat soll d'Eltern ënnerstützen, am Plaze ze ersetzen. DDR het sech par Konter gewünscht, dat d'Recht op d'Liewen och an die Neuverfassung opgeholt gewär. Die Ideologie von der Regierung weist offenbar genau an die gegenteillich lebensfeindliche Richtung. Dafür wird gegen die Änderungen an der neuen Verfassung erschützte so eher Familie. Der Sinn von unserer Verfassung ist es, für unser Land eine langfristige Ordnung und Stabilität zu geben, und nicht für kurzfristige politischen Überlegungen oder Interessen von verschiedenen Parteien Rechnung zu tragen. Mignidat will die zukünftige neue Gambia-CSV-Verfassung machen. Sie feiert lo politisch Staatsziele an. Die Politik an unserem Land sollen langfristig festlegen. Aber für die Ziele zu erreichen, darf der Staat andere Verfassungsprinzipien einschränken. Das bedeutet nicht ernst, wie dass die Leute hier Rechte können limitiert gehen. D'Aféierung vu politischen Ziele an d'Verfassung heescht och, dat all Beamte, wann es ein Eed oflädt, automatisch verpflicht ass, och die politisch Staatsziele vun der neuer Verfassung zu respektieren. Das as ein Angriff an Neutralität vom öffentlichen Dienst kann och gegen die Beamten hier persönlich an politische Freiheiten verstoßen. Die politischen Staatsziele an der zukünftigen neuer Gambia-CSV-Verfassung schreiben zum Beispiel dem Staat vor, dass er sich für Klimaneutralität muss ersetzen. Mir war T-Staat für als Grundrechte und für als Bewegungsfreiheit. Dürfen wir an Zukunft nach an andere Länder fliehen oder fuhren, sieft dafür Vakanz zu machen oder aus anderen Gründen. Gëtt an Zukunft eng Erschränkung bei Haus an Nutztieren, mam Argument, sie gingen zuviel Methan produzieren. Die politischen Staatsziele an der zukünftiger neuer Gambia-CSV-Verfassung schreiben dem Staat auch vor, dafür zu sorgen, dass jeder soll eng adäquat Wohnung hunn. Me war das eng adäquat Wohnung? Für ein Kriterien soll sie erfüllen? A verschiedene Parteien wollen lo tatsächlich den Begriff von engem Logement sous-occupé erfeieren. Für zum Beispiel können der Wohnraum auf einen bestimmten Anzahl von Quadratmeter pro Person zu limitieren. Wie dann mehr Wohnraum hat, wird es dann eben zu viel, wenn es den Parteien noch geht. Können die Leute dann entegend gehen, mit dem Argument, der Wohnraum ist lo ernst genutzt gehen?
Wir wissen es nicht. Wir müssen wohl das Schlimmste fährten. Für die DDR als klar. Politische Ziele gehören nicht an eine Verfassung. An eine neue Verfassung, die wird evidenterweise nimmen no engem Referendum gehen. Op der rezenter Pressekonferenz vun der Journée parlementaire huet den Jeff England nachmol deitlich gemacht, dat sech DDR fir alleis Biergerrechter ersetzt, so wie se an der Verfassung garantiiert sinn, an do wennst Corona-Gesetz weiter net mat dreht. Covid-Impfung muss unbedingt freiwillig bleiben, an et Dirf net zu Impfdruck kommen. Negativbeispiel hei sinn ënner anderem Aussoe vum Premier Bëttel, die als Gesellschaft splecken. Natürlich könnt eng Impfpflicht fir DDR iwwerhäert net afro. DDR akzeptiert keine Einschränkungen von den Grundrechten, die an der Verfassung verankert sind, wenn es der krank geht. Wir bleiben als Salin von Anfang an treu, die wir hatten, und wir werden dadurch in Zukunft so garantieren. DDR will doch kein Covid-Check, das will so, wo die eng privat legt, den anderen privaten legen ihren Gesundheitszustand kontrollieren, das wohl auch eine Übergangslesung. Das ist eine ungesunde Situation und wir wollen nicht, dass das vierer geht. Was wir auffordern haben, Dinge, das ist ein Post-Covid-Plan. Wir müssen wissen, wie die Regierung sich dort über zwei zurück an die Normalität vorstellt. Wir wollen noch keine Impfpflicht und sollen noch keinen Druck ausüben auf die Leute, die aus was für Gründen auch immer für sich dezidieren, nicht geimpft zu gehen. Das ist ihr Recht und das müssen wir respektieren. Dat mir durch Covid-Gesetzer immer méi an ein totalitäres System rutschen, dofir huet die Alternativdemokratische Reformpartei vun Ufang u gewarnt. Dat de Rechtsstaat afrostalt ass, weist als nächste Reportage. Das ist ein Fakt, dass es Leute gibt, die aus gesundheitlichen Gründen keine Masken undoen, also sich beim Doktor zertifizieren lassen, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind. Ein Psychiater aus der Stadt hat aber rezent Besuch von der Police Judiciaire. Die hat ein Dossier von einem betroffenen Patient perquisitioniert. Der Mediziner ist außer sich, schwätzt von einer Violation vom Secret Medical. Es ist hier der Vorteil zu schaffen mit einer Patientin, die paar Meter von mir weg sitzt. Tüten der die geklappt, ganz fest. Und es sind da hingegangen, stehen zwei Polizisten da, sie dir den Dr. Lang, ja, wir müssen noch eine Perquisition machen. Wir müssen hier auch verheeren. Wir haben hier ein Mandat von dem Juge d'Instruction. Und wir brauchen ein Dossier vom Herrn so und so, von einem Patient. Den Dossier muss man auch kriegen. Ich habe gesagt, das ist ein Kriminal, wir können einfach ein Dossier sich kommen. Wir müssen den Dossier auch kriegen und wir holen so Praxis nehmen. Zum Glück hat den Dr. Lang de Patientendossier bei Hand, so dass es nicht zu einer penibler Hausdurchsuchung kommt. Trotzdem ist die Manier, wie die Justiz an diesem Fall vorgeht, komplett disproportioniert. Hätte ich den Dossier nicht gehabt, hätte ich den bei der Madame gehabt, bei der Sekretärin, dann ist er mäßig an einem Dorf. Okay? Aber dann hätten die Praxis nicht geholt. Stell dich da mal vor. Was denken die Leute sich Heiliggeestplateau? Die so absurdonieren. Der Mediziner ist skandalisiert, dat weil es um einen Patient geht, den hin unter 25 Jahren betreut und die seriös gesundheitliche Probleme hat, die ihm nicht erlauben, für eine Maske umzudoen. Was mich revoltiert, ist, dass es nicht unter Justiz ist, zu dezidieren, wer den Doktor an ein Zertifikat schreibt. Ich dezidiere selber, wer ich an ein Zertifikat schreiben. Das geht kein Police Judiciaire, Person, kein Substitut, kein Juge d'Instruction. Aber wenn immer du Vorschriften machen, das lässt sich mir nicht gefallen. Es gibt ein libre Exercice von der Medizin, ich schaffe noch Name und Conscience. Aber wenn man ein falsches Zertifikat vorschreibt, dann soll man auch so, und gut, das könnte vielleicht nach, was ein dummer der mengt. Während der ganzen Pandemie hat den Dr. Lang übrigens nur 2 Patienten so ein Zertifikat ausgestellt. Tatsache, dass eine Doktorin gibt, die Angst hat, für so ein Zertifikat zu schreiben, ist inakzeptabel. Und dass noch dass ein Teil als politische Führung in Europa letztens dazu, ich muss auch mal passen, so beigedroht, ein Klima von Angst zu schaffen, das so weit geht.
ass wirklich äußerst bedenklich an et geht lo durch. Bald 2 Stunden huet dem Staatsminister sengriert zur Lach vun der Nation gedauert. Ënner dem Motto «ISW als Ziel» huet Xavier Bëttel gleiche puermoll betont, dat mir gut durch die sanitär Krise kom sinn a mir dem End vun der Pandemie ganz no sinn. Hin du doch net vergiers fir se Stoff fir puermoll selber op d'Schëller ze klappen. Ganz viel huet de Premier och vun der Klimakrise geschwert an de Mesuren, die an dem Kontext musssse gehol gin. Afir des Riet zur Lach vun der Nation aus Sicht vun der RDR ze belichten, begreesnech lo de Ferner Karteiser. Wat ass du vun der Zehale ferner, dat d'Regierung vun der Lach vum Land schwätzt an net méi vun der Nation? Ja, dat das opfälleg an dat fir une Poio vun Gambia ageféiert gehen, well fir Drun wurde da immer beim Herr Juncker wurden nach Lach vun der Nation. An die der handelt ass natierlech bisssen am Kader eng föderalen Europa, wie Lützeburg méi als een Territoire an Europa durchzustellen mat enger Populationun, die gemischt ass die do wohnt, aber wie den méi nationale Charakter Land mat enger egener Identität, mat enger eben enger Nation, die do wohnt, mat enger Spruch, mat enger Kultur, wie dat an den Hangrund zu stellen. Dat das net an der Ideologie vun dieser Regierung, die wirklich immer nimmen dofir auch die Diskussionen, dat Awunnerwählerecht dat man hat, das immer die Idee vun einem Territoire an Europa méi wie die vun enger Nation. Ja, wat as werden lo deng generelle Erschätzung vun deseriert? Eng Längeriert die relativ schwer das einfach so, dat die Herr Bitte Lo 2 führende werden sech net mir regéiert eng Situation geriert, mat auch viele Kadoen, die muss man gucken, ob die zu finanzieren sind. Sozialmaßnahmen, die all Mensch gefallen sind Europa, die Eis arrangieren, die auch Forderungen entsprechen, die mir als RDR gestalten, zum Beispiel am Bereich vom Kannergeld, die Indexierung vom Kannergeld, Maßnahmen wie Familien. Dat das alles positiv muss ich gucken, ob die Regierung dat kann finanzieren. Mit wo noch größer können dran. Das wenig geschwert gehen zum Beispiel über Sicherheit, über Verfassungsreform, also überhaupt nicht geschwert gehen, ob schon der Teil vom Koalitionsprogramm wäre. Es sind Kontradiktionen dran gewirrscht, auch zum Beispiel am Bereich von der Gesundheitspolitik, Covid oder aber an der Steuerpolitik. Apropos Steuerpolitik, kommen neue Steuern, weißt du, das ja so. Ja, das war eigentlich eine große Kontradiktion. Im Anfang signaliert so, bitte kommen keine Steuererhebungen wie du nur dann zu so, man ja ohne über CO2-Gassteuer zu schwätzen, weil die geht ja all Jahr automatisch. Ja, CO2-Steuer, die geht all Jahr an die Luft. Und dann hat noch geschwert am Logement, eine ganz Reihe neue Steuern kommen, gehen Spekulationen, seht ihr. Bon, da muss ich gucken, wie das in der Praxis ausgesehen, weil tendenziell haben die Steuern all die Probleme, dass sie am Anfang sollten eine bestimmte Kategorie, wo Leute oder wo Situationen visieren, aber sich ganz sehr ausdehnen über die Jahre. Also das ist schon so, dass konträr zu dem, was gesagt wird, aber eine Reihe von Steuererhebungen kommen. Wir sind Ende von der sanitären Krise, so den Premier auch. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass als Freiheiten immer mehr eingeschränkt sind, auch von den vielleicht nicht geimpften Leuten, den Druck halt so. Wie passt das bei Ihnen? Das passt nicht zusammen. Das ist eine von den pure Kontradiktionen, die an der Rede waren. Den Herr Büttel hat Pummel gesagt, es wäre ihm ganz wichtig, zum Beispiel, dass für sich Freiheit den Aussatz hier im Land und er hat das dann noch in Europa probiert so durchzustellen, hin als er verkauft von der Freiheit. Denn an der Wirklichkeit sehen wir ja, dass den Druck aus sich, nicht nur eine Doktrin von der freiwilligen Impfung, mehr aus sich, als das nicht mehr nach Theorie, weil den Druck auf die Kategorie, wo Leute, die sich bislang nicht impfen wollten oder konnten losen, den geht ja wirklich immer mehr stark. Das heißt, das ist ein Diskurs, wo Freiheit, wie sich präsentiert, aber die Realität ist ein ganz anderer. Ja, es ist so ein Fall. Merci für das ganz realistische Einschätzung. Wieder huet mat gespielt, wie zu Remech en September die iwwer 200 Leute, die sich ugemeldt hatten, agecheckt hun fir ze summen en klein Croisier op der Musel zu machen. Fi genug Issen a Gedrinks war gesuercht. DDR lädt viel Wert op ihr Membren an hat sie op dese flotte Gratis-Event invitiert. Wir hatten nur 2 Familienfest. Wir hatten Kongresse, die nach Covid-Bedingungen gehabt sind. Nicht die dabei sie kommen, aber die Hunde ist eigentlich alle wirklich bald 2 Jahre nicht gesehen. Aber immer gesagt, komm ihr Mann etwas, wo die Freunde gelitten hat,
wie eine große Familie bei ihnen zu fahren. Och Matzen op eiser Musel hunn Parteilieder dat wichtest polisch Ziel klo virun an, eng neii Verfassung nëmmen duch Referendum. Och dat Membren wësse genie fir wat hier Partei steht, an noch fir wat sie Member gisinn. Am Fongola eng Familientradition ist sie von 1990 91 schon dran angewues an ja, das respektieren dann mir ging dat einfach so weit. Fand einfach super sehr. Also mech fir eigentlich dazu bewegt die ganze Situation die lächt Joren, die politische Entwicklung ha am Land, die vu Gambia auch betriebe gin ass an eben noch dann Sanitärsituationen, wo viel Sache war, wo ich net d'accord war der mat wo ich du fand dat der DDR wann ihren Programm bis so gelees huet jens Partei war die auch Mengeiwwerzechungen gedrohen huet. Dat war auch der Grund, dat ich dun décidéiert mod hinzugoen mal dat Jahr runzugucken, dann noch schlussendlich Member zu gehen. Sind noch am Komiteezentrum dran, weil ich einfach fanden, das Land braucht eine Änderung, die ja von den anderen 3 Parteien, die regiert, am Moment regieren, versprochen ist, die aber nie kommen, wo die Situation nicht danach verschlimmert ist. Ich meine, sie ja überall draußen, auch ich meine, wenn ich guckt, was der Kriminalität, an der generellen Entwicklung, auch was Schulen angeht und so weiter, hat man aber, dass da viel muss geändert gehen. Und das ist die einzige Alternative, die es da ist, zu Lützeburg, zum Mainstream. Die sich immer für andere Sachen ersetzen, nicht nur für Allgemeines. Zum Beispiel? Spruch. Zum Beispiel. Als Lützeburger Spruch, die muss erhalten bleiben. Und wir haben ja auch als Nation, als Traditionen, man muss einschalen. Das war früher eine Purparteien. Und das ist die Partei, die man noch zugesucht hat. Und dafür sind das aber der von ungefähr 1990 bis lo. No dem gute Wänkchen an dem exzellente kalen erwärme Buffet huet den Musikorchester so richtig Schloss gelucht, an et gouf viel flott Musik geburden, a gesonger gedanzt, wie sand nuchte ran. Fire familiepolitische Viertrags an Diskussionsowend hat der Madame Birgit Kalle an de Cercle Cité bei der Plus invitéiert. Die freie Journalistin als Schriftstellerin engagéiert sich zanter viele Joren géint de Genderwahnsinn a generell géint de Kultur a familiepolitische Verfall. Eng 60 Leute wären bei der héich interessanter Manifestation mat dabei. Wéich den Schüler zu der Maskepflicht an zu der Ukënnegung vum Minister fir d'Schulpflicht op 18 Joer opzusetzen. D'Adrenalin huet bei dene Jonke Leiit de Bolz gefilt. Schulpflicht bis 18 Joer, wat so die Jung, wat ist Ihre Meinung dazu? Ich fand, dass es einerseits ein gutes Sache ist, mir andererseits für die eine Lehre machen, das ist natürlich nicht so gut. Ja, hast du da eine Meinung dazu? Ich fand, das ist echt so am Technik, beim Klassik geht ja gezwungen, gehst ja an die Schule und dann musst du auf die Uni, weil sonst bringt der Klassik nicht. Und vielleicht ein bisschen mehr auf Talente puchen, das wäre eine gute Idee. Am Platz immer so nehmen, dass du lehrst, für auswendig zu lehren und dann fährt das, wie das mal zu lehren noch. Okay. Als Partei haben wir gefordert, dass Masken an der Schule sollen Maskepflicht aufgeschafft gehen. Wie sind die Jungen da? Also dann verantwortlich oder fanden sie es gut? Was so dir dazu? Also ich fand es gut, aber ich fand es unlogisch, dass man sie müssen unduen, wenn wir aufstehen und durch den Raum gehen, wenn wir an der Klasse bleiben, weil es ja, wenn wir sitzen, da kann man so und das verbreitet sich sowieso. Das verstehe ich schon nicht so ganz. Also ich fand auch viel mehr angenehm, ohne Maske dann dort zu sitzen, konzentrieren sich auch besser auf die Kur. Aber ja, an der Klasse ja generell, dass man aufstehen und Masken und das fand ich nicht so okay. Aber an der Gang, ja, das fand das geht noch. Also gut, ein Kompromiss, der kann auch gehen. Schulpflicht bis 18 Jahre, findest du das gut? Findest du das nicht so gut? Verziehen an Dinge an, Vierdeler und Nurdeler? Also ich fand, dass der am Anfang selber nicht los soll sein, weil es geht. Also die Leute, die wollen mit 16 nicht mehr an der Schule sein, aber lieber arbeiten gehen. Mit gehen eben noch Leute, die jetzt gut fanden, bis 18 mussten zu bleiben, weil jeder hat seine eigene Meinung. Wir am Anfang bis 16 Schulpflicht zu haben, mehr logisch, weil da kann jeder, der schon mit 16 will gehen. Und jeder, der nicht will gehen, wird auch nicht gezwungen, dazu zu gehen. Das heißt, am Anfang als 16 mehr logisch. Du findest es nicht gut, dass das verlängert ist. Okay. Maskepflicht an den Schulen gouf lo aufgeschafft. Was denkst du darüber?
Also ich fand das méi angenehm um die Maske muss am Klasse zu sitzen, weil teil wirklich ustrengen das so 6 Stunden umsteck an der Maske zu hun. Also ich fand ganz gut, dass Maskenpflicht an der Klasse sehr aufgeschafft ist, weil das für die Schüler viel mehr agréabel ist, weil es so war extrem schwierig war für die Schüler sich können 6 Stunden lang zu konzentrieren, wenn die so lange Maske muss unhun. Und das dann der Gang nach einer Maskenpflicht, das fand ich einfach eine responsable Idee, weil die dann der Gang mit vielen anderen Schülern haben Kontakt könnt. Ja, Schulpflicht bis 18 Jahre, was denkst du darüber? Also ich fand echt gut, weil wir sind heute privilegiert und dass ich muss bis 18 an der Schule bleiben, möchte ich auch besser und vielleicht die dann mehr Karriereoptionen am Schluss. Donc, also ich fand echt gut, dass es so ist, also dass man das verlängert geht. Ja, vielleicht ein kurz einer froh, dass hier so das Maskepflicht als hier aufgeschafft gehen an den Schulklassen. Natürlich muss ich nicht mehr mit der Maske sitzen. Ich will sozusagen, dass sie 6 Stunden mit der Maske sitzen, das ist unagreeabel und das ist gut. Das lohnt sich Masken, dass in die nicht mehr muss unduen. An dem Gang muss sie dann auch unduen. Hast du dazu eine Meinung? Ja, also ich finde das mehr agreeabel, wenn ich nicht gerade Maske unduen an der Schule. Das ist nicht ganz kohärent, wenn ich dann noch bis an den Gang geht, dass ich auch muss unduen. Aber ich fand aber, also wenn ich an der Schule sitze und 6 Stunden muss ich Maske unduen, fand ich aber gut, dass das aufgeschafft wird. Lass mich bald am Schluss ankommen. Für ein Ende von den Covid-Restriktionen, die als Freiheiten beschneiden, gegen die Blicke von unserer Gesellschaft, an geimpften und nicht geimpften Leute, dafür setzt sich nicht just der DDR an, aber auch eine neue, unabhängige Bürgerinitiative über die Marche Blanche, die Freude sowas immer mit Zulauf kriegt und nur für die dritte Kehr über die Bühne gegangen ist. Wir haben von der Tele, so nicht auf jeden Fall merci, dass ihr mit dabei wart. Ob der Tele könnt ihr uns auf Doc oder auch auf Per TV gucken. Und natürlich könnt ihr auch langskommen auf unserer Internetseite oder auf unserer Facebook-Seite. So nicht vielmals merci. Adi, bleibt gesund und bis die nächste Kehr.